Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Nur so erlebt man den Wochenwahnsinn auch so, dass man ihn wirklich verstanden hat mit dem Unterreger im Studio. Demokratien haben ja ihre klaren Regeln, haben wir erlebt diese Woche. In diesen Tagen die AUNS, die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, und die Jungsozialisten, die JUSOs, die haben ihre Unterschriftensammlung zusammen für ein Referendum gegen das Steuerabkommen nicht zusammengebracht. Das ist der Bach ab, zu wenig Unterschriften. Politprofis aber sind da nicht erstaunt. Nationalrat Christoph Mörger. Nein, absolut nicht. Wissen Sie, der Fehler liegt doch eindeutig bei diesen Jungsozialisten. Denen ihre Stammwähler sind ständig am Apple-Computer, Tablet oder Smartphone. So könnte ich auch nicht gleichzeitig noch unterschreiben, verstehen Sie? Ja, gut. Die sagen, die Linken haben es verbockt. Roger Köppel, deckt sich die Argumentation mit der Recherche von ihrer Weltwoche? Gut, eine Unterschriftensammlung ist eine Sammlung von Schriften, aber unten. Um was geht's? Unheilige Allianzen mit Links zahlen sich nie aus. Wie wollen die Kiffer Unterschriften sammeln? Mit roten Augen sammeln die keine einzige und sieht den Unterschriftenbogen überhaupt nicht. Punkt. Das gerade links und rechts zusammen nichts zustande bringen, hat also keine politischen Gründe. Bastian Schiro, Nationalrat bei den Grünen. Wie seht ihr das Scheitern? Ja, ich möchte gerne mit mir selber vergleichen. Also Juso sind ja an ihrem Look gescheitert, eindeutig. Nur eine attraktive Verpackung bringt der Erfolg. Ich bin ja da dafür das beste Beispiel. Rechts Glatzköpfe und links filzige Rastas, wo noch Tierli drin ist. Das glaubt da. Was haben wir noch gehabt diese Woche? Ein prominenter Rücktritt im Sport, genau. Der Michael Schumacher hört mit der Formel 1 jetzt also doch auf. Roger Federer, das gibt unter Sportlern zu reden. Ja, absolut, oder? Mir freut es natürlich sehr, oder? Ich habe den Schumi schon ein paar Mal gefragt, ob er Chauffeur von meinen beiden Zwillingen sein kann, oder? Jetzt hat er ja Zeit und die beiden kommen dann sicher nicht spät. Das ist praktisch, oder? Schumi pensioniert, keine Freude, hat der Nationalrat Christoph Mörgeli. Der ist ja immer noch da. Ja, aber ich habe wirklich keine Freude, gell, Sie? Weil der feine Herr Schumacher seine Riesenwille in der Schweiz hat und keine Rennen mehr fährt, haben wir jetzt einen arbeitslosen Deutschen mehr im Land und einen Raser mehr auf der Straße. Bravo, sag Zum ich Glück da. ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.